Bonjour, merci, dass ihr Astrid Lulling TV am Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlauschen. An der Plenärsitzung vom Europaparlament nicht am 2. April zu Brüssel stung ein höchst kontroversierten Rapport auf dem Ordre du Jour. Es handelt sich um eine Richtlinie für das Prinzip von der Gleichbehandlung zu sichern, ohne dass die Religion, die Weltanschauung, eine Behinderung, den Alter oder die sexuelle Orientation dabei darf eine Rolle spielen. Ich bin nicht an der Kommission, die Bericht seit Juli 2008, wo man den Vorschlag von der EU-Kommission Krute behandelt. Lo leitet im Plenum ein Dokument von 142 Seiten mit 98 Änderungsanträgen für, das sind nach 60 Seiten, die wir zu Brüssel aufzustimmen haben. Viele Kollegen haben Bauchweh mit dem Resultat von den monatelangen Beratungen, Diskussionen an den Kommissionen vom Europäischen Parlament. Sie fährten vor allem, dass Heimat nicht mehr Chancengleichheit für die betroffenen Kategorien entsteht, aber vor allem eine Monsterbürokratie. Bei mir am Studio ist mein Kollege Manfred Weber, Spezialist aus dem Ausschuss für bürgerliche Freiheit, Justiz und Affaires Intérieures, der sich monatelang mit diesem derischen Dossier rumschlägt. Vielen Dank, Manfred, dass du bereit warst, mit mir unsere Zuhörer zu informieren über diese hochproblematische Richtlinie. Kannst du erklären, worum es geht? Es geht natürlich grundsätzlich um den Schutz vor Diskriminierung, dass Menschen in Europa nicht diskriminiert werden. Das ist schon gut. Und alle im Parlament, das ist auch wichtig zu sagen, alle im Parlament sind sich einig, wir müssen dagegen kämpfen. Und was das Allerwichtigste dabei mir gegenüber dabei ist, ist, dass das Bewusstsein entwickelt werden muss. Alle Menschen müssen verstehen, dass wir nicht nach Rasse, nach Alter, nach Hautfarbe, nach Glauben diskriminieren dürfen. Ich bin das vor allem an dem Alter interessiert. Man diskutiert so viel in Luxemburg, ich wäre zu alt. Und ich habe gesagt, das Alter darf keine Diskriminierung sein. Darf kein Grund sein. Ich bin einer der Jungen in der Politik und ich fordere deswegen auch ein, dass man Junge nicht gleich wegschiebt, nur weil die jung sind. Genauso ist es für Alte. Das ist ganz genau das Gleiche. Der Weg ist strittig. Im Ziel sind wir uns alle einig, aber der Weg ist strittig. Wir haben mit dieser Richtlinie die große Sorge, dass eben Bürokratie entsteht. Wir hatten bereits eine Richtlinie, es gibt bereits eine Rechtslage in der Europäischen Union für diese Diskriminierungsfragen. Wir haben ein paar sogar. Ja, und die Hauptrichtlinie, eben die Antidiskriminierungsrichtlinie, die vor Jahren abgestimmt worden ist, die ist in 10 Mitgliedstaaten der Europäischen Union bisher noch nicht mehr umgesetzt worden. Es laufen da Vertragsverletzungsverfahren dagegen der Kommission, dass die Mitgliedstaaten diese Richtlinie nicht ordentlich umgesetzt haben. Und unser Hauptkritikpunkt ist zunächst mal, warum beschäftigen wir uns schon mit der Novellierung, mit der nächsten Richtlinie, bevor die alte überhaupt ordentlich umgesetzt worden ist? Die hätte aber umgesetzt sein müssen. Schon lange, schon lange. Und die Kommission sagt eben, 10 Staaten haben sie nicht ordentlich umgesetzt. Und das ist doch keine seriöse Vorgehensweise. Wir müssen zunächst mal ein Gesetz ordentlich umsetzen, das auch in die Mitgliedstaaten zur Wirkung entfalten lassen und dann können wir uns über den nächsten Schritt unterhalten. Aber was ist denn eigentlich der Grund, dass die Mitgliedstaaten so lange brauchen? Ich weiß, Luxemburg braucht immer ganz lange. Aber der Grund ist ja auch, dass diese Richtlinien oft so kompliziert sind, dass die Staaten sich schwer tun, das umzusetzen. Es geht natürlich auch um die Frage, ob der Rechtstext, den wir in Europa beschließen, dann auch wirklich im nationalen Gesetz sich wiederfindet. Ja. Da gibt es halt Interpretationsspielräume. Die Kommission ist die Hüterin der Verträge, die muss das dann kontrollieren und umsetzen. Ja. Aber uns leuchtet eben nicht ein, dass wir eben das bestehende Gesetz nach Ansicht der Kommission noch nicht umgesetzt hat, aber schon der neue Vorschlag kommt. Es ist nicht seriös. Ja. Aber wir haben vor allem in den Inhalten große Probleme, was in der Substanz der Richtlinie drin steht. Da geht es zum Beispiel um die Weltanschauungsfragen, um kirchliche Fragen. Wir wollen das raus, die Weltanschauung. Es geht zum Beispiel nur, um es plakativ an 2 Beispielen deutlich zu machen, es geht um die Fragestellung, wenn wir heute Schulen haben, die von einem kirchlichen Träger, von einer Kirche betrieben werden, gibt es in ganz Europa. Und das ist etwas, was unsere Bildungslandschaft, unsere Schullandschaft belebt, dass es das gibt. Es haben auch es gibt staatliche, es gibt private, es gibt kirchliche Träger. Ja. Und jetzt sagt die Richtlinie, dass an solchen kirchlichen Trägern zukünftig sozusagen die Lehrer nicht mehr danach ausgesucht werden dürfen,
ob sie Mitglied dieser Glaubensgemeinschaft sind oder nicht. Das widerspricht doch jedem gesunden Menschenverstand. Aber das ist das Antidiskriminierungsverbot. Ich darf keinen Lehrer mehr den Zugang zur Soloschule verweigern. Also muss ich einen islamischen Lehrer in einer katholischen Privatschule zulassen. Ist jetzt extrem das Beispiel, aber es zeigt Und dann kann der klagen, wenn er den Posten nicht bekommt. Das zeigt die Komplexität. Das ist ja Wahnsinn. Ein zweites Beispiel. Muss Europa sich dann überhaupt da hineinmischen? Also ich bin schon der Meinung, dass wir Spielregeln in Europa brauchen, die auch was festlegen. Schon. Aber seriöse Spielregeln. Ja. Und das geht eben, das ist nicht mehr seriös. Zweites Beispiel ist, wenn Zeitungen heute veröffentlichen, normale Tageszeitungen veröffentlicht werden, dann überlegen sich die natürlich, wer macht in meiner Zeitung Werbung? Wer schaltet dort eine Werbung, eine Anzeige in der Zeitung? Ja. Jetzt nehmen wir Organisationen wie Scientology. Eine schwierige Organisation, wo wir viele Fragen dazu haben. Wie machen die das? Das ist ja keine Kirche im klassischen Sinn. Schwierige, dubiose Organisation. Die können zukünftig, weil sie sich als Weltanschauung definieren, sie sind der Weltanschauung, können sie erzwingen, dass überall eine Werbung geschaltet werden können muss. Der Verlag, auch in einer katholischen Zeitung. Das ist das Extrembeispiel. Auch in einer katholischen Zeitung, die öffentlich zugänglich ist, darf niemand mehr verwehrt werden, dass er dort dann auch, wenn er zugelassen ist, wenn er rechtlich anerkannt ist, darf er dort Werbung machen. Und das ist paradox, das ist schlicht paradox. Ich kann es nur auf die Spitze treiben, das gilt auch zum Beispiel für radikale Parteien. Nimm rechtsradikale Parteien, die dann erzwingen, dass sie Werbung machen dürfen. Ja, wo sind wir denn überhaupt? Und deswegen steht da in der Sache viel an Problemen mit drinnen. Ja, ich habe gesehen, ihr wollt auch durch Anträge die Medien raushaben. Genau. Kannst du das erklären? Die Bereiche Werbung und Medien sind von dem Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen. Ein Beispiel hatte ich genannt. Im Kern geht es darum, mit diesem Antrag als EVP klarzustellen, wir wollen die Pressefreiheit nicht beschneiden dadurch. Es muss klar sein, dass die Pressefreiheit ein höheres Gut ist als die Frage von Antidiskriminierung. Ah, sehr gut, darum geht es. Aber jetzt zum Beispiel, was könnten dann noch aus komischen Auswüchsen aus diesem Text entstehen? Wir haben den gesamten Bereich der baulichen Seite, wenn wir an körperliche Behinderung denken. Grundsätzlich sind wir auch dort im Ziel einig, dass wir die Gebäude in Europa so aufbauen müssen, dass zukünftig behindertengerechter Zugang da ist. Dann muss ich mein Privathaus auch so bauen? Ja, das ist eine spannende Frage. Ich komme noch gleich drauf. Astrid, die erste Frage ist Bausubstanz, und da steht jetzt im Richtlinienvorschlag drin, innerhalb von 10 Jahren soll die gesamte Europäische Union behindertengerecht sein. Das sind enormste Kosten, das muss man einfach nur wissen. Gerade in dieser Zeit. Und gerade in dieser Zeit. Das heißt, das Ziel ist klar, bei Neubauen, so heißt das Ziel ist klar, da haben wir viele Vorschriften schon, aber das muss vernünftig gemacht werden. Und das, was du mit Privat ansprichst, wir haben als EVP bereits im Ausschuss, also als es im Innenausschuss beraten worden ist, erreicht, dass alle Privatgeschäfte von der Richtlinie ausgenommen werden. Das heißt, auch wenn ich eine Wohnung vermiete zum Beispiel, ich als Privatmann vermiete oder du vermietest eine Wohnung, die dir gehört, und dann suchst du dir einen Mieter aus, der einfach dir passt, der dir dein Eigentum dann passt. Und das haben wir erreicht, dass das ausgenommen wird, das Privatgeschäft. Es sind nur gewerbliche Vermieter gebraucht. Nicht, dass mir gesagt wird, du darfst jetzt den Mieter nicht nehmen, du musst den nehmen. Ganz genau. Und der mir das wäre genauso, wenn ich zukünftig vorschreibe, wen du zu deiner Geburtstagsfeier einladen musst, damit du Diskriminierung also man kann alles übertreiben. Genau. Das haben wir erreicht, dass das rausfällt. Privatgeschäfte fallen jetzt nicht runter. Es liegt uns aber morgen, wenn wir im Plenum das diskutieren, am Donnerstag, wenn wir das diskutieren, liegt uns ein Antrag der Sozialdemokraten vor, die genau diese Privatgeschäfte wieder reinnehmen wollen. Und haben die eine Chance zu gewinnen? Da gibt es eine realistische Mehrheit, dass das gewinnbar ist. Also, und das sind für uns als Bürgerliche, als Konservative, als Christdemokraten einfach Keypoints, wo wir sagen, das sind Kernpunkte, die wir nicht akzeptieren können. Weil es gibt ja verschiedene. Die Antidiskriminierung ist ein ganz hohes Gut. Aber auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel auch die Vertragsfreiheit, dass die Menschen Verträge schließen dürfen. Auch das ist eine Errungenschaft, ein großes Gut, das wir haben in der Europäischen Union. Auch das ist gleichwertig zu sehen. Und das muss eben abgewogen werden. Und die Linken im Haus sind nicht in der Lage, sind nicht bereit, hier vernünftige Kompromisse zu machen. Ja, aber wenn unsere Keypoints jetzt nicht, wenn die durchfallen, das heißt, dass unsere vernünftigen Anträge nicht durchkommen, und wenn wir dann gegen den ganzen Bericht stimmen, werden wir dann nicht hochgenommen und es wird, weil das ja so einfach ist, in den Medien wieder desinformiert, die christlich-sozialen oder die Konservativen, die sind gegen Antidiskriminierungsrichtlinien. Ist das nicht eine Gefahr? Ich frag mal die Bürger, die uns zuschauen, die interessierten Bürger, die uns zuschauen, wollen die jetzt einen Politiker, der zustimmt, nur weil er Angst hat vor den Medien? Ja.
oder wollen die einen Bürger, der das abstimmt, was er für richtig hält? Ja. Und ich sage, ich will das abstimmen, was ich für richtig halte. Ich will, dass wir gegen Diskriminierung kämpfen, aber ich will, dass der Weg nicht dazu führt, dass die Menschen bei uns drangsaliert werden ohne Ende, Aufschriften, Vorschriften bekommen ohne Ende. Wir müssen auch mal verstehen, dass der Staat auch nicht alles regeln kann, auch nicht alles bis ins Detail Europa vorgeben schon gar kann. nicht. Und Europa schon gar nicht. Ja. Wir müssen den Menschen, da müssen wir auch einen Bewusstseinsprozess in Gang setzen, dass man eben nicht rassistisch sein darf, dass man eben nicht Frauen oder Alte oder was Gott was dann diskriminieren darf. Das muss auch in die Köpfe rein. Da kann nicht nur immer der gescheite Politiker, ich nenne es, sag's mal ein bisschen bayerisch, weil ich ja aus Bayern bin, so der gescheite Politiker darf nicht einfach nur den Menschen immer alles vorschreiben. Wir müssen die Menschen auch mitnehmen auf so einen Prozess. Der Weg ist umstritten, nicht das Ziel. Ja, dann hoffe ich, dass jetzt unser Gespräch dazu beigetragen hat, dass, wenn wir den Quatsch nicht stimmen, den die Linken hineinstimmen wollen, dass die Leute dann zu Luxemburg verstehen, dass wir die Vernünftigen sind. Genau. Vielen Dank, Manfred, dass du bereit warst, diese Informationen zu geben. Ich sage auch merci, dass ihr noch gelauscht habt. Bis die nächste Woche.